Herzlich willkommen zu unserer letzten Adventssendung. Es ist schon wieder der 4. Advent, ja, so schnell vergeht die Zeit und fast schon wieder ein Jahr. Und wir dürfen heute natürlich die 4. und letzte Kerze anzünden. Wir sagen euch an den lieben Advent: Seht, die 4. Kerze brennt. Singt man dieses Wochenende in der Kirche. Ein einfacher Bauer, aber ein begnadeter Dichter war der Hans Ausserlatscheiter aus Buch in Tirol. Und eines seiner Gedichte lautet von der Christmette. Der Gang zur Christmette. Die Nacht ist hell und bitterkalt, der Weg führt durch den Winterwald. Am klaren Himmel, hoch und fern, erstrahlet uns ein großer Stern. Mich dünkt, als läge hinter dem verschneiten Walde Bethlehem. Und eiliger wird unser Schritt, die Glocken läuten und wallen mit. Im feierlichen Kerzenschein, wir treten in die Kirche ein. Wie einst aus Nacht und Sturm und Wind die Hirten all gekommen sind.
So knapp vor Weihnachten, da rührt sich natürlich auch in den Küchen und Backstuben einiges. Da werden Zeltenbacken und Früchte, Brote und meine Martina in der Backküche, die backt natürlich auch was Spezielles für Weihnachten. Und was das ist, das wird sie euch gleich selber erzählen. Grüß dich, heute machen wir einen Topfenstollen. Dazu brauchen wir mal einen Topfen, Butter, ein Ei, Staubzucker, Stärkemehl, Mehl, noch Früchte, gestiftelte Mandeln, Backpulver, Zitrone und einen Schuss Rum. Aus den ganzen Zutaten machen wir da jetzt einen Teig. Die Butter haben wir schon ein bisschen erwärmt, dass sie leichter zum Mixen geht. Dann tun wir den Topfen rein. Noch das Ei. So. Jetzt geben wir den Zucker dazu. Anschließend geben wir die trockenen Zutaten dazu, das Mehl, Stärkemehl. Zum Mehl geben wir noch gleich das Backpulver dazu. Das mischen wir noch ein bisschen da drunter. Die Trockenfrüchte, da geben wir noch einen Rum dazu. Ein bisschen Zitronenschale reiben wir noch dazu. Und zum Schluss geben wir noch die gestiftelten Mandeln dazu. Je nach Konsistenz vom Teig kann man auch noch ein bisschen Milch dazu tun, dass es ein schöner fester Teig ist. So, jetzt haben wir den Teig bereitet. Aus dem formen wir jetzt einen Stollen. Wir kneten den zu einem Laib zusammen, den Teig. Dann rollen wir den ca. 5 cm dick aus. So oval, dass das die typische Stollenform. Und dann wird er zur Hälfte hereingeschlagen und noch so niedergedrückt mit dem Rollholz. So kommt er dann auf ein bemehltes Blech. Dann bestreichen wir ihn noch mit einem Ei. Dann wird er im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad gebacken, ca. 50 bis 60 Minuten. So, jetzt haben wir den Stollen aus dem Ofen genommen. Jetzt bestreichen wir ihn gleich mit der heißen, zerlassenen Butter. Noch heiß ist es ganz wichtig, dass sich der Butter schön ansaugt. Und dann gleich mit dem Staubzucker ganz fest anzuckern. Das ist das Typische von einem Stollen, dass da so eine richtige Zuckerkruste drauf ist. Jetzt wäre der Topfenstollen fertig. Jetzt bringen wir den gleich in die Stuben rein. Dann konnten der Martin anschneiden. Jetzt haben wir den Tisch gewechselt vom Stoffelhäusl am westlichen Ende der Diözese Salzburg direkt ins Bischofspalais zum Erzbischof Franz Lackner. Lieber Erzbischof, danke für die Einladung und mir dann ein bisschen heimgasten, wie wir Tiroler sagen. Mich würde mal schon interessieren, wie war denn das bei dir, Advent und Weihnachten, diese Zeit, wie hast denn du die erlebt? Ja, danke für die Einladung. Ja, ich habe das als Kind, habe ich diese Zeit sehr intensiv erlebt, so mehr in den Gedanken. Ich komme ja aus sehr armen Verhältnissen, also für österreichische Verhältnisse damals wirklich, muss man schon fast sagen, bettelarm. Und wir haben natürlich nicht vieles gehabt, also dass da groß irgendwas gefeiert worden wäre. Aber es war natürlich, man hat mit der Kirche gelebt, man hat gewusst, jetzt ist Advent, es ist eine Zeit der Vorbereitung auf das Fest Weihnachten hin. Und es war halt so eine erwartungsvolle Zeit. Ich bin ja religiös gut erzogen worden, also nicht übertrieben oder gedrängt oder was. Die Eltern haben das sehr, ja, die haben hohe Achtung vor Religion gehabt, aber gewusst, sie dürfen das nicht irgendwie als ein Erziehungsmittel verwenden.
Und an einem Satz, das war so, das war meine Bekehrung, kann ich sagen, kann ich mich erinnern, Matthäus 11, 28. Aber es heißt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und das hat bei mir eingeschlagen. Also ich kann es nicht anders erklären. Ich habe nichts gesehen, äußerlich gehört, aber es ist so, wie wenn Gott vorübergegangen wäre. Das ist ja ein biblisch dichtes Bild, Gott geht vorüber, Pascha. Ja, und gerade jetzt in der Advent-Weihnachtszeit, ich sage jetzt gerade Franziskus und seine erste Krippe, wie man weiß, das muss ja eine besondere Beziehung auch sein, oder? Diese Zeit jetzt für die als Franziskaner. Ja. Also Weihnachten ist für Franziskus, für die Franziskaner immer das größere Fest gewesen. Jetzt machen wir einen großen Sprung. 2022 Jahre ist her, dass wir die Geburt Christi haben. Über 800 Jahre, knapp 800 Jahre, Franz von Assisi mit seiner Weihnachtskrippe. Heute schreiben wir 2022. Herbergsuche aktueller denn je. Ja. Wie siehst du das, die heutige Zeit, und was gibst du den ganzen Zuschauerinnen und Zuschauern mit in einer solchen Zeit? Heute das Problem, heute scheint mir schon dort zu sein, dass wir doch jetzt jahrzehntelang in einer so Sicherheit und im Wohlstand gelebt haben und leben. Ich höre das auch oft von den Leuten, dass sie sagen, es geht uns zu gut. Das Wort höre ich oft. Ich will niemandem, dass es schlecht geht, aber und dass man sagt, und jetzt schaut es halt so aus von allen Seiten, dieses Niveau wird nicht zu halten sein. Ja? Wir haben die Armut verlernt, konnte man sagen. Ja, dass man auch der Armut, soll man nicht verherrlichen, aber ich habe durch dieses Armsein viel gelernt. Ja, dann darf ich dich bitten, vielleicht noch ein paar Weihnachtswünsche für alle, die was zuschauen. Ja, die liebe Menschen draußen, ja, ich wünsche euch wirklich aus ganzem Herzen Weihnachten. Weihnachten ist wirklich das Fest, was zeigt, dass Gott ein menschenfreundlicher Gott ist. Er möchte bei den Menschen sein. Es gibt einen schönen Namen, Emmanuel, Gott mit den Menschen. Und er hat dieses Zeugnis auch gegeben, Gott, dass er 30 Jahre lang in Nazareth einfach mit den Menschen war. Wie gewohnt ging er am Sabbat in die Synagoge. Und ich glaube schon, dass heute auch, dass wenn man Gott sucht oder die Sehnsucht nach ihm spürt, nicht dort suchen soll, wo man selber gut ist, was man alles kann, sondern es gibt den Stall auch in uns, es gibt den Stall in unserer Gesellschaft, wo man sagt, und dort auch die Aufmerksamkeit hinlenken. Und ich wünsche Ihnen, euch allen wirklich ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest. Herzlichen Dank für das nette Gespräch. Auch dir alles Gute, vor allem Gesundheit. Und immer dran denken, mit 66 fängt das Leben erst an. Ja. Gell? Und wir gehen jetzt wieder rein in die gemütliche Stuffelhäuselstube und da spielt uns die Musik wieder was.
Dekoration fürs Haus und Christbaumschmuck, das braucht man natürlich bei uns in Tirol. Und solchen stellt man auch in der geschützten Werkstätte in Vomp her. Ganz gemütlich ist darin in der Mesnerstube im Mesnerhaus in Vomp. Neben mir hockt der Klaus Meyer, das ist der Geschäftsführer der geschützten Werkstätte. Was ist denn diese geschützte Werkstätte eigentlich? Die geschützte Werkstätte, die gibt es seit mittlerweile über 4 Jahrzehnten und wurde in den 80er Jahren gegründet auf Initiative von der österreichischen Zivilinvalidenverband, der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer. Und zwar hat es eine hohe Arbeitslosigkeit gegeben und es war da das Ansinnen seitens des Ministeriums, dagegen zu wirken, und vor allem Menschen mit Behinderungen sind da sehr stark betroffen gewesen. Und man hat integrative Betriebe, so heißt man eigentlich in ganz Österreich, weil es gibt ja in jedem Bundesland bis auf Vorarlberg und Burgenland, also so eine geschützte Werkstätte, gegründet mit dem Ziel, dass man Menschen, die was im Arbeitslos sind, wieder fit macht, um in den ersten Arbeitsmarkt wieder zurückzukommen. Aufgrund dessen, dass aber das in den geschützten Werkstätten so gut funktioniert hat, dass da ein besonderes Wohlbefinden gibt und dass auch natürlich eine Reihe von Menschen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz besonders schaut, hat das Interesse nachlassen, in den ersten Arbeitsmarkt zu wechseln, und mittlerweile sind es relativ große Werkstätten in Österreich geworden. Auch wir in Tirol haben über 300 Mitarbeiter mittlerweile. Was wird jetzt hauptsächlich da bei euch dann hergestellt? Ja, wir haben 2 Standorte, die was eigentlich aufgeteilt sind. Der Standort Vomp, vorwiegend die Holzverarbeitung und Montagen, und am Standort Imst haben wir Metallverarbeitung. Wir haben insgesamt 8 verschiedene Geschäftsbereiche. Und warum sind wir so vielfältig? Nicht, weil wir nicht wissen, wo unsere Kernkompetenz ist, sondern unsere Kernkompetenz ist die Vielfalt. So vielfältig wie Behinderungen sind, so vielfältig sind auf der anderen Seite auch die Fähigkeiten von Menschen, und eigentlich ist es nur die Kunst, für jeden Menschen die richtige Arbeit zu finden. Jetzt sitzen wir da im Mesnerhaus, und das Mesnerhaus gehört ja auch inzwischen euch. Was ist da entstanden und warum eigentlich? Ja, ich wollte einfach die Leistungen, die was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich verbringen und leisten, einfach einmal vor den Vorhang bringen. Und viele kennen uns ja nur eigentlich, weil sie im Betrieb, wo wir als verlängerte Werkbank zuarbeiten. Und da war es das Ziel, Produkte selber zu erzeugen, fertige Produkte, und wirklich zum Endkunden zu gehen. Und es hat sich da vor 5 Jahren aufgetan, die Bosch-Partnerschaft in Vomp-Freiwand. Wir haben uns dazu beworben, und wir sind mittlerweile, haben wir nicht nur diesen Standort, wo wir die Bosch-Partnerschaft und das Werkstück haben, sondern auch in Zell am Ziller, wo wir eben, wie schon gesagt, einerseits die Bosch-Partnerschaft machen und andererseits unsere Produkte verkaufen. Und wir sind groß geworden mit der Getreidemühle, und das ist ein naheliegendes Werkstück, alles rund ums Korn. Jetzt sind wir da unten in der Körntlerei, deswegen auch dieser Name, und du hast da schon erwähnt, ich habe eine ganz besondere Getreidemühle jetzt da erfunden, oder? Ja, es ist jetzt seit Oktober die erste digitale Haushaltsgetreidemühle am Markt. Wir wollten einfach einmal was Neues machen, weil bislang, sage ich mal, dürfen wir für die wesentlichen Player am Markt arbeiten, und wir haben jetzt die letzten Jahre daran gearbeitet, wo wir gesagt haben, wir möchten unser eigenes Produkt machen, und jetzt ist entstanden die erste digitale Haushaltsgetreidemühle, die was einfach von Design, aber auch von der Funktionalität jetzt ganz was Besonderes ist und eigentlich eine Weltneuheit. Was kann jetzt die Getreidemühle alles? Also das zusätzliche Future ist eigentlich die Waage, was sie hat, und die Getreidemühle braucht man aber, um gesundes Mehl zu erzeugen, weil nur frisch gemahlenes Mehl ist gesundes Mehl. Und die Überzeugung oder wirklich die Neuheit ist die Technik, weil jede andere Mühle ist das Feinheitsgrad über die Trichter zum Verstellen, und bei uns geht es über einen Stellmotor, der was eben digital angetrieben ist. Ja, da gibt es ein gutes Brot, und einen Stock höher, da ist das Werkstück, da gibt es ganz tolle Geschenke, die ihr in eure Werkstätten macht. Was kann man denn da alles sehen bei euch um? Ja, einerseits alles rund ums Brot, also rund um die Getreidemühle brauchen wir auch das Nudelbredel, wir brauchen Torgspachteln, wir brauchen Bienenwachstücher, und all diese Dinge werden bei uns in der Werkstätte hergestellt. Und auf der anderen Seite ist ergänzt mit hochwertiger Handelsware, weil man natürlich auch Mehle und dergleichen braucht, und da haben wir einen sehr starken Regionalbezug und starke Partner, und wir freuen uns, dass wir da jetzt ein tolles Sortiment in die letzten 5 Jahre erarbeiten haben können oder zusammenzustellen, und wir freuen uns jetzt auf eine Vielzahl von Besucherinnen und Besucher, die was eben kommen. Sie wissen bei uns, wenn ich ein kleines Geschenk brauche oder eben etwas für den Haushalt, dann bin ich beim Werkstück richtig. Das heißt, die ganzen Sterne, Tannenbäume aus Holz, aus Metall und so weiter sind auf euch da oben. Ja, genau. Also wir erweitern das Produkt dann immer saisonal mit Dekorationsartikeln, und einerseits diese Schalen da aus Holz und andererseits natürlich am Standort Imst macht man auch ein bisschen etwas, Metalllaternen oder eben die Sterne, was du angesprochen hast, gibt es saisonale Artikel.
Dann bedanke ich mich recht herzlich für diesen Einblick, wünsche eigentlich noch viel Erfolg, einen restlichen schönen Advent und wir gehen wieder rein in die Stuffelhäuselstuben. Nur noch wenige Tage sind es bis Weihnachten. Jetzt feiern wir den 4. und letzten Advent. Ja, so schnell vergeht die Zeit und auch ein Jahr, kann man sagen. Und bei unserer letzten Sendung, da gibt es natürlich wieder ein Buch zu gewinnen, besser gesagt 3. Bitte geht's auf Facebook zu Tirol TV und macht's mit beim Gewinnspiel. Vielleicht gewinnt ihr eines der Bücher Stille Nacht, Heilige Nacht. Und inzwischen, da ist die Überraschung gelungen. Die Martina hat einen weihnachtlichen Topfenstollen gebacken und den werde ich natürlich jetzt anschneiden und das Scherstl. Früher war das übrigens so beim Zelten, wer das Scherstl anschneiden hat dürfen, das war der Liebhaber derjenigen, die den Zelten gebacken hat. Und beim Stollen hoffentlich ist es auch so. Ja, ich wünsche euch allen noch eine schöne restliche Adventszeit und frohe Weihnachten. Und vielleicht sehen wir uns ja schon wieder dann im nächsten Jahr bei allerhand aus dem Tiroler Land. Vielen Dank und alles Gute. Ja, wunderbar, herrlich.